Eldoradio a Lützen.delu erklären ich Finanzen. Daniel, aktuell gibt es mehr Meldungen, wenn es Finanzbedreier sogenannte Fraudeuren. Hier steht, dass aktuell besonders viele Fraudeuren zu Lützeburg aktiv sind. Wir haben effektiv festgestellt, dass immer mehr Betrug bei den Finanzbetrieben gibt. Das könnte dadurch, dass die Leute encouragiert gehen, zum Beispiel zu auf die Spurbuch zu setzen, das, weil sie wenig dabei rauskriegen. Und dafür sind die Leute gerne bereit, Investimenten zu machen, die auch ein Grütz mehr riskant sind. Aber genau das nutzen unehrliche aus. Sie lakklimatieren Suen an unkomplizierten Investimenten. Bedreier gehen auch immer mehr professionell für. Dadurch fallen sogar Leute auf die Tricken ran, die sich eigentlich an der Finanzwelt auskennen. Wie gehen die Personen dafür? Aber die Leute sind leider ganz kreativ. So gehen zum Beispiel Internetseiten von Entreprisen auch von Banken bis an Detail kopiert oder neue Seiten mit viel Aufwand erstellt. Vielleicht gehen aber auch gezielt per E-Mail oder Telefon kontaktiert. Und Fraudeurer benutzen dabei psychologische Tricke für eine Person zu variieren, ihnen zu überweisen. Das Problem, dafür von so einer Marsch schummen sich meistens dafür, dass sie darüber gefallen sind. Aber dafür gibt es aber keinen Grund. Es handelt sich um richtig Profien, die speziell dafür ausgebildet sind. Wenn ihn so ein Betrug merkt, soll ihn direkt an ohne zu zwicken Police erschalten. Aber wie kann er sich als Verbraucher am besten schützen? Es sieht ja so schön, Vorsicht als besser wie Nussicht. Dafür sollen sich direkt am Anfang versichern, dass es sich um ein seriöses Opfer handelt. An CSSF bietet auch alle Verbraucher hier Hilfe an. Auf unserer Internetseite wie auch auf platzfin.delu findet ihr dafür eine ganze Reihe Tipps und Tricks. So könnt ihr auch besser den unehrlichen Anbieter erkennen und ihr schützen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, mit wem ihr zu dienen habt, könnt ihr uns natürlich direkt kontaktieren. Auch dafür sind wir da.